Habe die Ehre, Leute. Weiter geht's mit Let's Play Pro Evolution Soccer 2013. Und wir sind beim 8. Spieltag stehen geblieben. So, jetzt müssen wir schnell auf die Aufstellung schauen. Ja, geht eigentlich. So, und wir spielen gegen den FC Reading. Gegen die haben wir nämlich schon mal gespielt, und zwar im FA Cup, wo wir nach der Verlängerung dann 3-2 gewonnen haben. So, jetzt allerdings spielen wir in der Liga gegen die. So, die Aufstellung. Unser bester Innenverteidiger ist gesperrt. Der hat nämlich eine rote Karten gekriegt. Gut, aber es wird auch so irgendwie funktionieren. Gerade in Topform sind es nicht. Unsere Burschen, aber es hilft nicht. So, jetzt glaube ich, haben wir die letzten Spiele so ziemlich alle gewonnen. Ist natürlich super. Und das wollen wir natürlich fortsetzen. So, Tiote erwischt ihn nicht. Jetzt hat es Ryan Taylor dran. Tiote. Gutierrez auch wieder fit. Und erste große Torchance. Ryan Taylor. Ronaldo, unser bester Mann im Sturm. Ich glaube, dass der jetzt für den, wenn der Transfermarkt langsam aufmacht im Januar, wird wahrscheinlich das ein oder andere Angebot kommen für den. Da müssen wir natürlich aufpassen. Denn wir wollen den natürlich so lang wie möglich halten. Gutierrez verlieren wieder. Vorsicht. Ja. Die ersten Torchancen für den FC Reading. Und wie wir wissen, sind die nicht gerade ungefährlich. Die haben uns ja im FA Cup so richtig die Hölle heiß gemacht. Über links Gutierrez. Nochmal Einwurf. Oh, jetzt verlieren. Oh, Vorsicht, und läuft, oder? Ja, Roberts. Nächste Torchance für Reading. Allerdings links vom Tor vorbei. Ja, bisher ist das Spiel noch ziemlich ausgeglichen. So, Roberts wieder. Ja, und jetzt gibt es gleich mal die erste gelbe Karten für Taylor, unserem Innenverteidiger. Und wir müssen etwas sparsam sein mit den Innenverteidigern, denn wir haben bloß 3. Allerdings ist ein neuer Mann schon in Anflug. Also in der Winterpause dann. Bei den AFA, dieser Linksfuß nochmal. Ja, und da ist doch
Dembaba wieder. Der Mann, der in Wirklichkeit zu Chelsea gewechselt ist. Habe ich schon mal erwähnt. Der macht jetzt das 1:0 für Newcastle. Nachher Flanken von Gutierrez. Ja, also ein typisches Wembley-Tor. Von der Latte springt er nach unten, aber diesmal hinter die Linie. Das glaube ich, haben wir in einem vorherigen Spiel haben wir das schon mal gehabt, da wir an die Unterkanten geschossen haben. Dann ist er allerdings davor abgesprungen. Vorsicht! Reading hat es richtig drauf, dass er einen Ausgleich schießen. Nächste große Chance. Morrison klärt. Ja, da verlieren wir. Und klären erst einmal zum Einwurf. Für Reading. Und die verkacken den Ball gleich wieder. Jetzt gibt es Einwurf für Newcastle. Santon. Taylor. Ja, und Ronaldo. Der war gar nicht mal so verkehrt gewesen. ...39 Minuten gespielt. 1:0 für Newcastle United. Durch Dembaba. Also bisher läuft alles nach Plan. Ja, nächste Torchance. Tiote. Taylor bringt eine, allerdings in die Hände von dem nächsten Taylor. Es wird 1 Minute noch gespielt. Vielleicht nochmal Angriff. So, also wir gehen in die Halbzeitpause. 1:0 für Newcastle. Ja, langsam haben wir die Überhand gewonnen. Wollen wir denn wechseln? Ja, eigentlich kann man... Oder wollen wir einen Innenverteidiger wechseln, aber haben wir nicht. Wobei der auch in der Innenverteidigung springen kann. Das machen wir jetzt einfach mal. Gut, und ansonsten passt alles. So, also wollen wir gleich weitermachen mit der zweiten Halbzeit und genauso erfolgreich spielen. Vorsicht. Da müssen wir natürlich immer aufpassen und nicht davor rennen, weil sonst passt er natürlich zu dem Verein, Mann. Ja, im FA Cup war Reading eindeutig besser.
und haben uns da besser unter Druck gesetzt. Nächste Torchance. Noch eine. Also das 2-0 liegt in der Luft. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Das war so ein Foulspiel von Ben Afamone. Freistoß hier Reading. Gutierrez über links wieder. Verliert ihn allerdings. So, der geht aussehen und es gibt, ich glaube, die erste Ecke im laufenden Spiel. Und zwar für Reading. Ja, und da ist der Ausgleich. Gut, am Anfang waren wir ziemlich nahe den 2-0. Jetzt haben wir wie immer den Ausgleich eingefangen. Ja, das ist der Ausgleich aus dem Nichts jetzt. Und jetzt müssen wir einfach einen drauflegen, dass wir vielleicht doch noch als Sieger vom Platz gehen. Bei Afa rechts vorbei. Der ist halt allerdings auch nicht in Topform. Also können wir doch nicht allzu viel erwarten halt. Gutierrez. Ronaldo. Und der hat oder besser gesagt die beste Schusstechnik bei uns im Team. Den benutzt das allerdings nicht. So, wir werden jetzt einmal wechseln. Und zwar geht Ben Afa aus. Und Obertan kommt. Dembaba. Ja, da wird er eingekesselt. Und verliert den Ball. Aber wir haben ihn schon wieder. So, da können wir nicht weiter. Dembaba bleibt Hänger. Ja, Reading steht nur noch hinten drin hat. Und scheinen ja das Unentschieden zu halten. Um wenigstens einen Punkt einzufahren. 80 Minuten mittlerweile schon. Unser Spiel ist noch nicht eingewechselt. Jetzt verlieren wir wieder. So, jetzt war natürlich der Hammer, wenn die jetzt einen erfolgreichen Konter durchziehen. Und die spielen noch dran. So, Foul an McLeary. Das gibt Gabe gegen... Das ist der Neimann vom Feuer. Perch mit der ersten gelben Karten.
So, Ben Affa geht jetzt aussehen. Und Obertown ist jetzt im Spiel. Oh, jetzt hätte ich was gemeint, der ist drin hat. Das war natürlich das Schlechteste, was uns passieren hätte können. Santon. So, da ist Obertown. Oh, Ronaldo. Zweimal an dem Pfosten. So, nächste gelbe Karten gegen Ryan Taylor. Ja, die Chancen haben wir gehabt zum zweiten Tor. Aber uns hat letztendlich das Glück etwas gefehlt. Ja. Gerade habe ich gesagt, unser Glück gefehlt. Aber jetzt ist es wieder zurück. Ronaldo haut das Ding in den linken Winkel. Und nicht beim dritten Mal hat es doch wirklich gehaut. Ja, da hat der Torwart keine Chance mehr gehabt. Ja, somit führen wir 2-1 gegen den FC Reading. Und jetzt müsste jetzt sowieso gleich Schluss sein. Außer sie schießen nicht noch einen Ausgleich. Das haben sie nämlich im FA Cup auch geschafft, in den letzten Minuten. So, das war nichts, Abseits. Ja, das dürfte jetzt gewesen sein, der Abschluss noch. Und damit war es. Also 2-1 gewinnen wir gegen Reading. So mit einem Last-Minute-Tor. Und langsam wird es bestimmt unser Lieblingsgegner. Also 2 Siege schon geht die. So, in der Tabelle sind wir auf Platz 6 mittlerweile. Oh, Manchester mit 8 Siegen aus 8 Spielen. Also die haben gescheit vorgelegt. 10 Punkte Rückstand auf uns. Oder Vorsprung, besser gesagt. Ja, aber die Saison ist noch lang. Und es kann sich noch viel ändern.